Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich mit euch zum Thema Herbst ein Fenster anmalen. Ich werde euch Schritt für Schritt erzählen, was ich gemacht habe und auch wieso dass ich es gemacht habe, so dass ihr es dann auch tiptop nachmachen könnt. Als erstes bin ich mit dem Joshua zusammen in den Wald spazieren und wir haben dort ganz schöne Herbstblätter gesammelt. Natürlich nur die schönsten von den schönsten. Und die haben wir dann auch nachher gebraucht, um unser Fenster zu dekorieren. Ich finde es mega cool, eben so im Herbst kann man auch die Kleinsten in die Aktivitäten schon mega mit einbeziehen. Sachen sammeln, das machen alle gerne. Eben auch schon die Kleinen nehmen gerne Sachen vom Boden auf. Der Joshua ist ja erst 1 und er hat da auch schon Sachen sammeln, Kastanien, Steckli und Blätter und hat auch schon mega Spass daran. Genau. Ja, daheim haben wir dann auf einem Farbteller verschiedene themenbezogene Farben vorbereitet. Ich habe zu diesen Acrylfarben auch Flüssigseife dazu getan. Das, weil ja, irgendwann will man dann das Fenster auch wieder putzen. Und wenn man keine so Flüssigseife dazu tut, ist es mega hartnäckig, um dann nachher wegzuputzen. So mit dieser Seife ist es natürlich auch mega blöd. Ja, ich mache es auch nicht gern, aber es geht einfach viel besser. Und es ist einfach ein super Tipp. Ja, als erstes habe ich dann hier so einen Baumstamm gemalt und Äste. Einfach kahl, ohne etwas dran, so dass man nachher die Deko dran machen konnte. Ja. Dann habe ich auf einer Unterlage die Blätter vorbereitet, die wir gesammelt haben. Und dann haben wir die herbstlich anmalen. Für den Joshua war das jetzt noch schwierig, aber ich denke, so mit 2, 3 kann man die Kinder schon gut mit einbeziehen. Und auch die im Kindergarten möchten dann wahrscheinlich sehr gerne auch einfach selbstständig hier malen und ja, alles selbstständig machen. Ja, wir haben dann die Blätter so herbstlich angemalt und dann auf dem Fenster einen Abdruck gemacht. Ein paar Blätter direkt an den Test, so dass es eben noch ein bisschen hängt und die anderen dann so, dass es eigentlich am Wegwinden sind. Ja, und dann unten drauf vom Fenster haben wir mit Haushaltspapier Wiese gestupfert. Ja, und als Tipp, man kann auch mit verschiedenen anderen Naturmaterialien, die man gesammelt hat, hier auf dem Fenster malen. Eben auch zum Beispiel die Wiese kann man auch mit den Steckchen, die man gesammelt hat, dann ein bisschen malen. Oder man kann auch mit Kastanien noch Abdrücke machen, zum Beispiel kleine Igeli oder so. Da gibt es noch ganz viele Ideen. Ich habe oben dran am Fenster habe ich auch noch 3 Blätter angeklebt, die ich gebastelt habe. Zudem mache ich dann auch noch ein Video, wie wir eine neue Girlande oder etwas basteln zum Thema Herbst. Und da dürfen Sie dann auch gerne nachschauen. Ja, ich wünsche euch jetzt mega viel Spass beim Fenstermalen und wenn ihr auch noch mega kreative Ideen habt, dürft ihr mir die natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Danke vielmals und tschüss miteinander!